Der Scheiches is, lo mir sagen, a Scheiches, was das allein hat sehr a bequemlichen Jiches in der jüdischen Tradition. Der Scheiches ist nicht keine logische Verbindung, es ist eine analogische Verbindung. Und als ich sage das, sollt ihr kennen Herren das Call von David Roskis, in wie ich drücke sich aus. Was ist die Verbindung zwischen die zwei Kulturen? Wenn man hat zwei Kulturen, was kommen an zu der Modernität ganz, ganz spätlich. Der Prozess von Modernisierung in Mitteleuropa hebt sich bei uns nicht an bis zum 18. Jahrhundert. Heißt es 300, 400 Jahre nachdem wie dieselben Prozesse heben sich an in Mitteleuropa. Unser Begriff, unser Standard von Modernisation heben sich an in 15. 16. 17. Jahrhundert in Mitteleuropa. Sof 18. Jahrhundert. 1772. 1795 hebt an die Modernisierung von der russischen Imperie und der Österreicher Imperie. The Edict of Toleration. The Pale of Settlement. Die historische Phänomene heben an der Prozess von Modernisierung bei Jiden in Mitteleuropa. Afrikaner noch einmal. Afrika ist kolonisiert geworden auf ein Emes in 1885. Bei Emes kann man sagen, als die Institutions von Kolonisation in Afrika haben etwas Mamoshistik, haben ein Jesch nach der Ersten Welt noch haben. Was meint das? Das meint, als Modernität allein ist ein fremder Begriff. Es ist ein Teil von einem größeren imperialistischen Apparat und es kommt zu dir in einer fremden Sprache. Die Sprache allein, die Sprache von Modernisation allein ist besonders, es ist anders von der Muttersprache, von der Mama-Laschen. Und man reagiert auf dem auf etliche Aufnahmen. Man geht nach die Modernisierers, man macht häusig von den Modernisierers, man wird abgefremd von der eigenen Kultur, man sentimentalisiert die eigene Kultur, man will machen etwas Synthese zwischen der eigenen und zwischen dem Dreusendicker. Man will genießen von der Freiheit von Modernität und man will nicht verlieren der eigenen Identität beschaffsweise. Das gefällt man nicht einmal in der Afrikaner Literatur und in der jiddischen Literatur. Die jiddische Literatur vom 19. Jahrhundert, der Afrikaner Literatur vom 20. Jahrhundert. Und dafür ist meine Schare, was ich gebe über etliche hunderte Seiten das zu beweisen, als wenn man hebt an in dem kulturellen Moment, was der kulturelle Moment, was man gefällt in der brasilianer Literatur, was man gefällt in der afroamerikaner Literatur, was man gefällt in der irländischen Literatur, was man gefällt in der chinesischen Literatur, in der arabischen Literatur, in der katalanischen Literatur, in der gefällt es in etliche Instanzen über der ganzen Welt, bemächtigt von der modernen Kultur. Wenn man hebt an mit dieser kulturellen Moment, wird man werden zugezogen zu ähnlichen Genres von narrativer Prosa. Und die Genres haben ein nentere Scheiches mit die protomoderne Genres von Picaresque, von Pseudo-Autobiografie, von Bildungsroman, wie sie haben mit die mitzeitlerischen narrative Formen von metropolitischen Kulturen. Was meint das? Bekitzer. Das kommen an spät zu der Modernität, meint als die Kritik von Modernität hebt an mit einmal mit der Literatur. Und die Kritik von Modernität ist der Modernism. Nachman von Breslau, Mendel am Forum,
Yud Linetsky. Die seien die ersten modernistische Schreibers. Nicht James Joyce, nicht T.S. Eliot, nicht Knut Hamsun. Ja, die Jiden auf Jiddisch. Und euch in einer besonderen Sinne. Es ist kompliziert, aber man muss es verstehen. Auf eine besondere Art, euch auf Hebräisch. Die seien die ersten Menschen zu formulieren ein Diskurs von Modernism in jiddischer Lascheinis, in Verweis von die mehr europäischen Modernisten von Anhieb 20. Jahrhundert.